und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Endo for Life und weißt du was? Oh, scheiße. Ups. Also. Naja, was wollte ich sagen? Genau. Ich lese euch jetzt eine Fanfiction vor, und zwar eine One-Shot-Fanfiction von der lieben Kürbistummerlauf, so wie immer. Schaut bei ihr vorbei. Geht auf ihren Instagram-Account, lasst viel Liebe da. Und die Fanfiction heißt, es ist nicht immer leicht. Das ist Kapitel 27. Schaut euch bitte die vorherigen Kapitel an, weil ihr versteht die Geschichte nicht, wenn ihr die vorherigen Kapitel nicht gelesen habt. Und ja, jetzt beginne ich. Sie ist sehr traurig, also ich hoffe, ich schaffe es euch traurig zu stimmen. Also, Point of View, Palle. Sie verpassten Manu einen Schlag auf den Hinterkopf, wodurch er ohnmächtig wurde. Bitte warten Sie, er muss doch erst wieder Tut mir leid. Er muss doch erst wieder zu Kräften kommen. Ich hielt den Arzt am Arm fest und er sah mich genervt an. Ich habe dir gesagt, dass heute die Experimente gemacht werden. An diesem Blondie habe ich schon was ausprobiert, aber er schläft. Das ist mir zu langweilig. Aber Manu ist wach. Zumindest werden wir ihn brauchen. Im Übrigen habe ich nicht gesagt, dass du ihn halb töten sollst. Er klatschte meine Hand weg und ging raus. Ich lief ihm hinterher. Was willst du, Palle? Fragte der Arzt mich. Darf ich wenigstens bei ihm bleiben? Entschuldigung, darf ich wenigstens bei ihm bleiben? Als ich dies sagte, sah ich zu Manu. Meinetwegen, auch wenn ich nicht weiß wieso. Er hat all deine Freunde umgebracht. Wir führten das Gespräch nicht weiter. Bis wir am richtigen Raum ankamen. Manu wurde auf einen Stuhl gesetzt und gefesselt. Ich ging zu ihm und nahm seine Hand. Hoffentlich geht das gut. Point of View, Manu. Ich sah eine Person, die zu mir rannte. Es war Zimbel. Manu! Manu! Er rüttelte an meiner Schulter. Ich sah ihn nur verwirrt an. Was machst du hier? Fragte ich ihn danach. Das ist jetzt egal. Du musst dich wehren, bitte. Sie werden dir etwas geben. Etwas Schlimmes. Wehr dich, Manu. Ich war komplett verwirrt. Wo ist eigentlich Modado? Fragte ich danach. Zimbel sah traurig zu Boden. Sie haben bekommen, sagte er danach leise. Ich wollte antworten, doch ich bekam keinen Ton raus. Das letzte, was ich hörte, war ein Wehr dich! Wehr dich dagegen und rette Modado! Ich wachte auf und sah mich um. Ich versuchte mich zu bewegen, doch es klappte nicht. Erst da bemerkte ich, dass ich gefesselt war. Was ist hier los? Fragte ich ängstlich und verwirrt. Eine Person kam auf mich zu und nahm meine Hand. Manu, beruhig dich. Alles wird gut. Er strich mir durch meine Haare. Palle, was passiert hier? Auf einmal kam dieser Arzt wieder rein. Endlich bist du wach. Dann kann es ja losgehen. Er nahm eine Spritze mit einer gelben Flüssigkeit und kam auf mich zu. Wehr dich dagegen! Tut mir leid. Wehr dich dagegen! Diese Worte hörte ich erneut. Ich zappelte hin und her. Tut mir echt leid, ich kann nicht reden. Manu, sagte Palle und nahm mich in den Arm. Und bevor ich mich versah, spürte ich, wie diese Nadel in meine Haut durchdringte. Es schmerzte und Palle versuchte mir zu helfen. Er versuchte mich zu beruhigen. So, das war's. Bringt ihn zurück. Morgen kommt der nächste Test. Palle machte meine Fesseln los und nahm mich hoch.
Palle brachte mich in ein Zimmer und legte mich auf ein Bett. Was war das, Palle? Fragte ich ihn, da mir mega schlecht und schwindelig war. Manu, es tut mir so leid, aber ich darf dir nichts sagen. Ich merkte, wie mir immer schwindeliger wurde. Und was ist mit Maudado? Lebt er? Ich glaube schon. Ich weiß es aber nicht. Er sah mich an. Ich sagte noch und gab mir was überhaupt passiert. So, tut mir leid. Die erste Aufnahme war wirklich gut, aber ich kann sie nicht in mein Schneiderprogramm rüberziehen. Naja. Schaut auf jeden Fall bei der lieben Kürbistomalo vorbei. Die kann super gut schreiben. Tut mir leid. Ich habe gerade was Lustiges gelesen. Also. Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Und ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Rutscht nicht zu weit, habt ihr verstanden? Schaut auf jeden Fall. Ich kann nicht reden, es tut mir echt leid. Also die erste Aufnahme war echt besser, es tut mir leid. Ich konnte die Aufnahme nicht rüberziehen. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist ein echt gutes Schneideprogramm, das ich früher auch benutzt habe, aber keine Ahnung. Movie Maker und Aufnahmegeräte passen nicht zusammen, habe ich das Gefühl. Egal. Das war eine Kürbistumor FF, also Fanfiction. Und zwar war das Kapitel 27 von Es ist nicht immer leicht. Aber man hat einen One-Shot daraus, weil ich fand dieses Kapitel wirklich sautraurig. Vergesst nicht bei der lieben Kürbistumor vorbeizuschauen. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Like da, ein Abo und vergesst nicht zu kommentieren und ja. Ach ja, was ich noch fragen wollte ist, habt ihr vielleicht Lust auf ein Gott. Genau, habt ihr Lust habt ihr Lust über ein Faktenvideo? Wenn ihr Lust auf ein Faktenvideo habt,